dass das ein traurigen und sensibles Sujet, aber es ist wichtig, gerade auch an diesen Zeiten, dass dieses Thema die nötige Aufmerksamkeit kriegt und noch thematisiert wird. Auch noch, als das für viele ein Tabuthema bis ganz besonders dann von den Betroffenen in aus der Region Familie ist. Prävention und Hilfsmaßnahmen greifen dann, wenn die Betreffe sich auch helfen lassen. Dafür ist es wichtig, dass dieses Sujet tabuiséiert wird, an ein Umfeld geschaffen wird, an dem sich Hilfe fragen kann, ohne Angst zu haben, dass den dafür jugéiert wird. Wir müssen dahin kommen, wo ihn als Betroffenen nicht mehr die Hemmung schämt, eventuell ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Entourage verspürt, für das Problem konkret anzuschwätzen und für sich selbst zu fragen. Von daher begrüßen wir grundsätzlich die Diskussion über dieses Sujet und unterstützen selbstverständlich ihre Präventionskonzepte an Erbichten. Was Suicidepreventioun angeht, als der Neusenahen aber nicht der richtige Weg, das just anzupacken mit dem Ziel, die Zahl von den Suiziden zu verringern. Das ist, wie man die Symptome von einer Krankheit immer nächst mit Medikamenten behandelt, die Ursache aber nicht behilft, sodass die Symptome zurückkommen. Unserer Meinung nach müssten viel echter die Ursachen und Risikofaktoren, die sicherlich unterschiedlich sind, in der Sicht aber bestimmt gehen. Für diesen da gezielt entgegenzuwirken, also langfristig zu reduzieren oder bestenfalls zu ekartieren. Es versteht sich, dass das nicht einfach ist und in der Teil nicht möglich ist, alle Informationen an Details zu kriegen, weil das doch Zustimmung braucht von dem in den Treffen legten an ihrem Entourage. Das muss respektiert gehen, auch am Kader von der Forschung. Mit zu Lützeburg gibt es wirklich keine Auseinandersetzung, kaum Studien zum Thema rund um den Suizid. Wir wollen also hier im Land Suicideprävention betreiben, ohne aber wirklich zu gucken, wo wir müssen ansetzen. Es basiert ja nicht forcément als Suizid auf einer mentalen Krankheit. Eine versichte Suizid kann auch ein Hëllefruf sein. Aber zu verhindern, dass diese nicht an einen ausgeführten Suizid endigt, wäre doch wichtig, mehr Plätze an einer Tagesklinik zur Verfügung zu stellen. Es gibt noch andere bekannte Gründe, die sozial und systembedingter Natur sind, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Überschuldung, gesellschaftliche Ausgrenzung, Isolation, destabilisierte Familienverhältnisse, Ängste und so weiter. Das sind alles Ursachen, bei denen Politik eine wichtige Rolle spielt und einen großen Einfluss kann haben. Laut dem Suizidpräventionsplan gilt das soziale Umfeld wie Familie, Freunde und auch Vereine als wichtige Unterstützungssysteme, die den Einzelnen mit widerstandsfähig und mit stark und selbstsicher machen, verbessern mit Niederschlägen und Problemen kann in eins ziehen. Die Jungen, die als besonders Gefahr angesehen, für Suizidgedanken zu haben. Im Kontext von Covid-19 weist die Titel Covid-Kris von der Uni Lützeburg, dass Junker Männer sich an diesen Zeiten, dass Junker an diesen Zeiten auch viel Gedanken machen über viel Ängste und Unsicherheiten, die sie haben, und sicher auch nachhaben. Und die verstärkt Angriff bei kleineren Jugendtelefonen während dieser Zeit bestätigen diesen Umstand. Zahlen von den Minderjährigen, die sich 2020 mit Suizidgedanken auf der Hotline gemeldet haben, haben zugeholt. Und dabei schwätzen wir von Fällen, die Psychologen als ausgeprägt suizidär ausstufen. Dieses Problem darf aber nicht reduziert gehen auf viele vergewinnten, geregelten Schulalter. Der genannte Etude waren aber auch viele Kinder froh,
viermal Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, Vater weist, dass das ihnen fehlt am normalen Alter. In dem Kontext muss in Dacht von der Regierung promoviert Familienpolitik überdenken. Schließlich gilt die Lehre affektiv, also die emotionale Bindung am Präventionsplan genannt, als Faktor, der einen Einfluss hat auf die Ausbildung von einem suizidären Verhalten. Die in einer immer aktuellen Situation als für jeden an all Alter belastend. Viele, sie besorgt, sind unsicher, haben Existenzängste und fühlen sich einsam und alleingelos. Da wir nur in diesen Covid-Zeiten viel mehr distanziert und zum Teil sogar isoliert leben müssen, bringt stark Konsequenzen mit sich. Nicht für nichts zieht sich die Wichtigkeit vom Entourage an der Familie, an der Gemeinschaft und darin verstehen wir auch Berufsleben wie auch Gemengen und Vereinsleben, das ist alles abgegriffen, wie ein roter Faden durch den Suicidepreventiounsplan. Ich denke, dabei auch Licht, die gerne vergisst gehen, gerade bei unseren älteren Mitbürgern wird der Längsinn und gesellschaftliche Distanz auch für am Covid auch schon ein Problem. Viele von ihnen sind schon eingeschränkt an ihrer Mobilität und damit an ihrer Autonomie, was ihrer mentaler Gesundheit nicht gut tun. Zu der Situation an den Pflegeheimen im Kontext von Covid als schon mittags geschwert gehen, die Licht, teilweise in München oder weh zu sperren, wäre kein akzeptabel Weise für mit Menschen umzugehen, und sie haben Rechte auf Dinge Menschlichkeit. Das hat dann viel mehr equilibrierte Maßnahmen müssen ausgeschafft gehen, die auch an der mentalen Gesundheit von den Leuten Rechnung gedrohen hat. Das Leid hat ganz besonders gelitten unter der sozialen Distanz. Bei ihnen war das schon teilweise eine Dauerisolation. Das hat natürlich Spuren hinterlassen, wie unser Personal, also Institutionen bestätigt. Es ist auch nicht für sich zufrieden über die Information von der Regierung, dass Selbstmordrate Zentner am Anfang von der Krise nicht geklommen wäre im Vergleich zu den 4 Regierungen. Das ist ganz einfach zu frei, für diese Äußerungen zu merken, weil die psychologischen Folgen von sozialer Isolation und Unsicherheit sind bekanntlich komplex und halten lang an. Außerdem gibt es zum Schluss vom letzten Jahr gerade mal die Definitivzahlen vom Jahr 2018 publiziert. Wie kann man da los schon Aussagen machen? Wir sind der Meinung, dass das Problem gerade in diesem Kontext nicht der auf die liicht Schöller geholt gehen, sondern werden mit Auswirkungen recht an 2 oder 3 Jahren mehr genau gesehen. Und die Resultate von den ersten Studien an Impfungen zu den psychischen Folgen während der Covid-Situation waren aber alarmierend. Als Dritten hat er eine Verschlechterung von seinem mentalen und psychischen Zustand ergeben. Das sind doppelt so viel, wie direkt die körperliche Verschlechterung ergeben haben. Das dürfen nicht draufgespielt gehen, aber man muss wie weit gucken, man muss präventiv handeln. Die psychische Gesundheit ist von großer Wichtigkeit für das allgemeine Gesundheitsbild. Wir als ADR sind dafür der Meinung, es wäre an der Zeit, dass sich das praktisch und administrativ rumspiegelt. Es gibt mittlerweile viele Anlaufstellen, das begrüßen wir, aber das Offene soll nicht allein über soziale Medien vermittelt gehen, sondern auch über klassisch Wege. Es sollen Informationszettel und Broschüren für Junge und Erwachsene an allen Straßen am Land verteilt gehen, an die Schulen, an alle Schüler und soll auch an Personal gehen. Dasselbe ist auf den Arbeitsplätzen an alle Sektoren. Leute sollen aktiv darauf hingewiesen gehen, sie sollen verstehen können, was diese Sujet etwas angeht, weil es wichtig ist. Das muss doch mehr regelmäßig geschehen und abgegriffen gehen. Einmal pro Jahr eine Präventionswoche machen, an der auch noch nicht gerade jeder dann Zeit hat, geht nicht der.
Et sollen noch flächendeckend Hëllefkuren für mental Gesundheit angeboten gehen, die kann ganz Jahr besicht gehen. Ein größtes Problem gesehen wir bei Visiten beim Psycholog, aber der Psychotherapie, die nicht immer von der CNS überholt gehen. Psychologen sind keine Mediziner wie Psychiatren, kann keine Medikamente verschreiben. Wir viele Leute brauchen oder wollen aber keine Medikamente, wie den notleistet. Hinnen hilft nicht, wie klar zu sehen, Gedanken zu sinneren, eine längere Gesprächstherapie und so weiter. Das muss ein Leck aber aus der eigenen Tasche bezahlen und das kann nicht jeder sich leisten. Psychotherapie sollen aber kein Privileg sein, mir gerade so selbstverständlich wie medizinische Versorgung oder Behandlung. Am Präventionsplan gibt die Wolle von der Behandlung vor allem im Zusammenhang mit Depressionen betrachtet. Es stellt sich heraus, dass die Transition zwischen verschiedenen Gesundheitsservicen, wie zum Beispiel von einer Hospitalisation an einer ambulanten Behandlung, ein ganz wichtiger Punkt ist. So Übergänge sind gerade so sensibel wie wichtig, besonders bei vulnerablen Leuten. Dort darf die Prise en Charge vom Patienten nicht durch lange Wartezeiten oder durch eine Aufwand Qualität verlieren oder eine Destabilisierung begünstigen. Dafür ist es wichtig, dass das Service kompetent schaffen kann und personalmäßig gut aufgestellt sind. Dafür sind wir der Meinung, dass die Infrastruktur wie die klinisch, psychologische, psychiatrische Versorgung müssen ausgebaut gehen. Aus all diesen Gründen haben wir eine Motion deponiert, die ich will deponieren. Zum Schluss erlaubt man allen den Leuten ein herzliches Merci zu sagen, die sich beruflich wie auch an der Freizeit ersetzen, für den Handelbliebenen an den Betroffenen Beistand zu leisten. Dass das ganz sicher ein wichtiges Element erkennt nicht erbicht, die auch hier Spuren wert bei denen Leuten Handel lassen. Und ich so nicht Merci für Ihre Aufmerksamkeit.